Hallo und herzlich willkommen da zurück bei City Skylines After Dark in der zweiten Staffel. Ich bin der Trollenkönig und wir befinden uns gerade in General Trollomatico. Das ist meine Stadt und die muss jetzt nachher wachsen, aber mir ist jetzt gerade etwas vor der Aufnahme noch aufgefallen. Ich habe eine kleine Aufnahmepause gemacht. Ja, bis ich nehmen meistens so 2, 3, 4 Folgen am Stück auf. Also meistens eher 2 als 3 und 4. Nämlich, Strom und Wasser wird langsam knapp. Also das Wasser geht ziemlich rapide zurück. Jetzt geht es wieder rauf. Ja, da. Jetzt geht es wieder runter. Jetzt geht es nochmal runter. Wieder rauf. Runter. Rauf. Runter. Rauf. Ja, wie auch immer. Strom geht auch runter. Und wir haben jetzt hier die neuen fortschrittlichen Windturbinen. Jetzt ist die Frage, lohnt sich die? Die kostet 200 Stutz pro Woche. Liefert 20 Megawatt. Die liefert 40 und kostet 560. Ja, wir probieren es mal. Und wie sieht es aus? Ja, ein kleines bisschen besser, aber ich denke, wir brauchen dann gleich noch ein grösseres Kraftwerk später. Und meine, früher oder später wird es dann sowieso darauf rauslaufen, dass wir dann ein was war jetzt das gewesen? Keine Ahnung. Dass wir ein Sonnenkraftwerk und vielleicht sogar dann auch noch ein Atomkraftwerk bauen. Die kommen dann da hinten. Das Kernkraftwerk und das da ist ein Solarkraftwerk, die bringen natürlich recht viel. Neue Gebäude. Jo. Ja, ich weiß. Ich möchte gerne eins da irgendwo hin tun. Jetzt ist die Frage, wo? Das ist die Siedlerstadt. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, irgendwo bei einem Einkaufsgebiet da zum Beispiel. Oder da. Da. Also wir haben ja gesehen, da mit den Taxis, das funktioniert. Und das würde ich gerne noch ein bisschen ausbauen. So. Ich kann einfach so viel Verkehr wie möglich von der Straße fernhalten. Und wir sehen, es funktioniert eigentlich recht gut, obwohl wir mitten im Kuchen ein Industrieviertel haben. Funktioniert es eigentlich recht gut. Und auch da, ich meine, klar, es ist umständlich für die da aus dem Industrieviertel raus wollen. Aber es funktioniert. Und dann habe ich mal gesagt, ich möchte eigentlich gern für die Leute da eine eigene Ausfahrt haben, die dann da rausgeht. Ich denke, das würde ich jetzt in Angriff nehmen, weil sonst komme ich in Teufelsküche, wie man so schön sagt. Und jetzt momentan habe ich ja gerade ein bisschen Geld. Und da würde ich euch jetzt zeigen, wie ich das genau meine. Und zwar möchte ich gerne da eine Autobahnauffahrt haben, wo ja zum Glück überhaupt nicht teuer ist. Die geht da natürlich in den Underground. Dann macht die da eine Curve. Kommt da über. Ja, zu steil. Diese Mami ist auch zu steil, Mann.
Nein, wieso? So nämlich. Genau. Jetzt ist es einfach so, dass wir dann da haben wir eine Einbahnstraße, die nach außen führt. Ist ja klar. Und da haben wir den Teil, wo eine Einbahnstraße ist, wo nach innen führt. So. Genau. Und etwas finde ich jetzt gerade anders komisch. Da gibt es extrem viele Lastwagen, die einfach kehren können. Sehe ich das richtig? Hm. Ja, nun. Solange es funktioniert, soll es funktionieren. Ist mir eigentlich auch noch wurscht. Wie sieht es sonst aus? Also meine Stadt, die wächst und gedeiht, und zwar wunderprächtig. Und ich möchte da eigentlich gerne jetzt die Straße weiterführen. Das heisst zuerst einmal die da. Das ist die. Die führen wir jetzt einfach mal da weiter. Und dann... Ja, der halt da rauf. So. Da kommt da noch eine runter. Und haben wir da wieder genug Platz für ein neues Wohngebiet. Und Einkaufsgebiet. So. Dann müssen wir da mal schnell schauen. Da kommt natürlich noch Wasser. Das läuft. Wie sieht es jetzt aus mit dem Wasser? Wir haben noch genug Strom. Ja. Denke ich, das wird etwas vom nächsten Jahr, wir wieder müssen machen. 19.000 kostet uns das. So. Hm. Ich frage mich gerade, ob es vielleicht nicht gescheiter wäre, die Straße da weiter aufzuziehen, etwa bis da hin. Naja, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Da ist jemand verstorben, das tut mir auch sehr leid. Ja, wie sieht's... Wow! Die sind recht schnell im Aufbauen. Ich würde sagen, dass wir da noch eine Straße bis da aufziehen. Dass wir da noch... Nein, 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 nein. So.
Ja, wunderprächtig. Ich finde, meine Stadt sieht wunderbar, wunderprächtigstens aus. Wie sieht es aus? Schulbildung. Ja, wir haben ja noch Kapazität. Was ist mit euch was? Ah, Ruhe jetzt. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Feuerwehr. Ich würde eigentlich schon keine dumme Sache da um Feuerwehr auch nicht zu touchen, aber da hat sie keinen Platz. Das heisst, ich müsste sie da nicht tun. Ja, komm, machen wir. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Ich finde meine Stadt eigentlich recht schön, so wie sie jetzt gerade momentan ist. Sie ist halt anders als die letzte, die ich hatte. Die letzte war halt wirklich so voll auf Großstadt drin und das da ist jetzt halt eher so auf Kleinstadt. Und dann würde ich das einfach, ja, ist ja schon gut, würde ich das so machen, dass dann da auf dieser Seite dann der grosse Teil von der Stadt reinkommt. So da und da. Und den Bahnanschluss, den haben wir jetzt mal natürlich noch nicht. Das spielt mir jetzt aber auch gerade keine Rolle. Weil, für was auch? Strom. Ja, wir haben ja gesagt, wir kaufen uns ein neues Kraftwerk. So. Sieht jetzt auch wieder bedeutend besser aus mit dem Strom. Ist halt schon so, wir haben recht viele Schwankungen drin wegen der Windturbinen. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich kann es nicht ändern. Das kann ich genießen. Ein Busdepot. Wie sieht es aus? Sollen wir, wenn wir ein Busdepot machen, ja oder nein? Ja, das sind sogar am Tennis spielen. Wer spielt denn da Tennis? Wer bist du? Ah, ich habe die einzelne Person gar nicht angeklickt. Das ist schade. Ich hätte gerne gewusst, wer jetzt da am Tennis spielen ist. Ah, die Vögel gehen mir langsam auf den Sack. Hey. So, jetzt ist die Frage, ist jetzt schon Zeit, um meine Stadt noch weiter auszuweiten? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also, da haben wir da die da. Und da fangen wir an. Nicht genügend Geld, ja natürlich. Ich sollte ja ein bisschen umsichtiger mit dem Geld umgehen. Ich weiß, ja, ich weiß. Vor allem jetzt müssen wir ja noch Rohr verlegen. Wow, Rohr verlegen. So. Gibt es mehr Wohngebiet? Da hat es anscheinend wirklich richtig krass gebraucht. He? Okay, dann würde ich sagen, würde ich doch gerne da noch eine Verbindung machen. Da über.
Natürlich. Hm. Ja, so, es läuft. Mehr oder weniger. Einkaufsmöglichkeiten werden wieder langsam mehr gefragt. Ja, dann. Wieso nicht so? Ach, was, das ist in Ordnung so. Von da ist ein kleines Einkaufscenter-Paradies, oder wie man das mal sagen. Habe ich schon genug Geld, um ein bisschen Strassen zu bauen, ja oder nein? Ja. Da fangen wir gerade ein, da würde ich doch da hinten gerne noch so einen Taxistand machen. Und wie sieht es eigentlich aus? Ist das noch alles erreicht? Ja. Gut. Nein. Schlecht. Das heisst, wir brauchen eine neue Schule. Sobald wir das Geld dazu haben. Die kostet 10.000. Ja, das müsste ja rucki zucki gehen. Dass wir auf diesen 10.000 oben sind. Sie haben kein Wasser. Ihr seid doch arme Siechen, sind ihr, hä? Gut, mit Strom und Wasser sieht eigentlich alles noch gut aus. Wie sieht es da aus? 17 von 3000 sind bestattet worden. Okay. In keine Ahnung was. Hat es halt eigentlich viel Verkehr, aber denke mir jetzt nicht gerade übel. Da ist jemand verstorben. Natürlich. Wir bräuchten hier noch einen Friedhof. Ja, sonst sieht es eigentlich sauber aus da. Es läuft alles schön. Wie sieht es aus mit den Taxis? Naja, geht so. Anscheinend geht es dann wieder recht gut mit all diesen Sportautos, die da rumstehen. Was ist denn das? Neuer Buggy. Wieso fahren jetzt so viele solche grusige Autos? Die sind ja voll mit so Blümchen und das sind doch alles Hippies, Mann. Ihr Hippies! So, wir haben gesagt, wir wollen eine neue Schule bauen. Also, ich habe das gesagt. Wieso nicht da? Dann, wie sieht es aus mit der Zufriedenheit? Geht so. Wie wäre es denn mit einem Tennisplatz? Einen Tennisplatz machen wir. Wo machen wir einen Tennisplatz? Dann machen wir da einen. Gut, und dann haben wir da noch das kleine Dingerli. Das hat dort natürlich keinen Platz, aber Platz.
So, es macht der Bling, was es nochmal kann. Das finde ich gut. Das heisst, die Leute sind zufrieden. Wie sieht es eigentlich aus mit der ÖV? 6 pro Woche werde ich per Taxi transportiert. Das ist doch schon mal nicht ganz schlecht. Ich freue mich aufs U-Bahn-Netz. Nein. Ich werde versuchen, das mal den Verkehr nicht unterirdisch zu verlegen. Das versuche ich jetzt einfach mal so. Ja, ist ja schon gut. Herrgott. Schau da. Zack, zack, zack. Zufrieden jetzt. Mal schauen, wie viele Autos das jetzt da durchfahren. Kein. Gut. Kaufen Sie neues Land, sagt mir das Spiel immer und immer wieder. Aber was, wenn ich das nicht will und wenn ich das Geld dazu gar nicht habe? Schon mal dort dran gedacht? Nein? Gut. Wir haben wieder ein bisschen kleinere Quartierchen hin. So, nämlich. Ich wollte auf die, wie viel muss ich haben? 4000 was? 4600. Das sollte ich irgendwie noch erreichen. Das wäre keine schlechte Sache. Wie sieht es aus mit dem Strom? Strom ist gut. Wasser. Okay, ich mache jetzt das zweites Pumpwerk. Weil, wieso nicht? Da. Und eine Wasserklärung natürlich auch. Da. Ist angeschlossen und angeschlossen. Gut, Wasser ist wieder in Ordnung. Haben wir wieder genug. Strom ist auch gut. Das ist auch gut. Glaub's. Ja, Feuersicherheit niedrig, das ist auch nicht schlecht. Kriminalitätsrate nur 5%. Gefängnisverfügbarkeit. Naja, wir sind da noch im knapp grünen Bereich. Schulen sind wir eigentlich auch noch im grünen Bereich. Und ÖV. ÖV würde ich schon gerne mal Richtung Bus gehen. Kostet 30'000, ist ein bisschen teuer momentan für mich. Wie sieht es da aus? Ja, da können wir auch nicht sehr viel machen halt. Einrichtung voll. Ja, welche denn? Oh nein. Mülldeponie ist voll. Können wir die schon bauen? Nein, erst bis 7500. Das heisst, wir brauchen eine weitere Mülldeponie. Ja, wenn wir jetzt die tun, hä? Ja, die muss halt da rein. Schalten wir die aus.
Da sind leerstehende Gebäude. Was ist denn da los? Was? Ja, jetzt. Also mir gefällt meine Stadt. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ich habe es leider diese Folge nicht geschafft mit diesen 4600, aber ich bin noch ganz bestimmt sicher, dass ich das in der nächsten Folge schaffe. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann. Ciao zusammen.